Laufen wir schon, oder wie? Wir laufen schon, ja. Geil. Hallo, Hallo, sind alle da? Ja. schaut super. gut aus. Servus, Kid Rap. Servus. Schaust saulässig aus, wenn ich das so sagen darf. Danke. Du auch. Danke. Was ist die Woche passiert? Warum Jetzt haben wir erst das einmal- Outfit da? Jetzt erst einmal der Tierfakt. Achso, ja, sorry. Nacktmulle können ihre riesigen Schneidezähne... Ich versuch's nochmal. Der Tierfakt. Ja. Nacktmulle können ihre riesigen Schneidezähne unabhängig voneinander bewegen. Okay. Wie Essstäbchen, die aus dem Gesicht wachsen. Ugh. Voll geil. Meinst du, ob die dann immer so ein Gefühl haben wie als Kind, wenn du einen wackeligen Zahn gehabt hast? Kennst du, wenn Ja, der ja, Milchzahn noch alle so kennen das. an einem Ding hängt? Das ist so ein stranges Gefühl. Ja. Vor allem, du denkst, du ziehst immer so leicht an und denkst, jetzt Jetzt hat er fliegt er gleich, dann, ja. aber der fliegt ganz und gar nicht. Ja, meine Taktik war immer, dass ich dann einfach in einen Apfel beiß. Ah, Und dann ist es das ist rausgegangen. schon ein ganz stranges Gefühl. Ja. Das ist, Sau eklig. mag ich nicht gern. Haben deine Eltern oder deine Omas und Opas auch mal den Tipp gegeben, du sollst irgendwas Cooles machen? Also, meine Oma hat wirklich gesagt, ja, so ein Tier hier und dann festbinden. Ja. Okay. Ich habe mir einfach rausgerissen Ja. und keinen Bock mehr gehabt. Aber Apfel auch nicht die Idee. Was trinkst du? Ich trinke heute Wasser. Nicht einmal das, was draufsteht, sondern so mit Leitungswasser aufgefüllt. Geil. Ja. Ich habe mir mein Wasser in einen Schorrammer gekriegt, weil das ein Maßkrug ist und das ist voll geil. Wobei, gestehen muss, ich mag die runden Maßkrug lieber, also so ehrlich Ja, bin ich mag die mit den Augen lieber. Ja, also, ich. meine ja, weiß nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt. ich muss nicht den extrem nachmachen. Ja. Du wolltest mir eine Frage stellen. Ja, warum hast du das so, was du auch hast? Gut, dass du fragst. Ja. Weil ich jetzt Cowboy bin, Ja. ich habe mir 80 Hektar Land gekauft Ja, und die müssen natürlich bewirtschaftet Ja. werden. Das ist jetzt nichts, was ich an meine Späßchen oder Familie abgeben kann, das möchte ich ja selber, da habe ich die Hand drauf. ja, Und da habe ich mir, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, einen guten Kollegen mit ins Boot geholt, einen Kid Ja. Rap, und seitdem sind wir Rancher. ja, passt, ja. Und wir haben ein Judas Manitou draht, also ein paar Reels dazu. Ja. Der Song kommt bald raus in 2 Wochen. Freitag 0 Uhr. Genau. Und da wollten wir eben, anscheinend darf man sich nicht mehr als Indianer verkleiden. Das ist nicht mehr so cool weiß er. scheinbar. Deswegen, ja. Aber gut, wer macht es dann als Kanu, das Manitou, also die werden, Ja, also kommen ja Indianer vor. ja. Finde ich auch nach wie vor. Mein Gott, also ich darf mir das alles verkleiden. Es ist ja ein Film. Ja, dem her, also, ja, stimmt, sonst darf jetzt der. Darf ja nichts machen. Letztes Mal in einem Podcast gehört, dass überdurchschnittlich oft reiche Leute, was ja auch eine Minderheit ist, Stimmt. als Täter in Krimis verwendet werden. Also es sind oft die Mörder und oft der Bäse. Ja, die kann man easy hernehmen, weil da denkt man, die haben eh alles. Darf man da noch einen nehmen? Ja, Falle. Von Massivs Zahnstocher. Ja. Keine Werbung, gell? Keine Werbung, nein, wir kriegen da leider kein Geld dafür, sondern Zahlen sehr viel Geld. zahlen sehr viel Geld dafür. Aber falls ihr einen Zahnstocher mit Geschmack haben wollt, wenn ihr nervös seid oder irgendeine Sucht habt. bekämpfen wollt, dann sind so Zahnstocher mit Geschmack echt geil. Also das ist wirklich keine Werbung, wir kriegen da wirklich kein Geld dafür. Also fickt euch. Ja. Kostet, wenn du Glück hast, die billigste kostet 5 Euro, so ein Ding sind 100 Strohhalme. 100. War lange Holst das nochmal jetzt Ja. Glück und dann hört es euch nochmal an. War ein langer Tag heute. Da sind 100 Zahnstocher drin. Ich habe es für 8 Euro gekauft. 5 Euro Versand. Hab 3 Stück gekauft. 5 Euro Versand? Ja, Was? ja, Ah ja, das war ja so ein Backel, ja. gell? Also haben wir 2 Backel geschickt. Aber aber hast dann trotzdem nur 5 Euro Ja. gezahlt oder hast du 10 gezahlt? Es war einer Fälle. Okay. Ja. Ja. Meinst du, ob die Leute eigentlich da schon Bingo spielen? Haben wir doch schon oft gesagt, ja, garantiert. Also, aber das war jetzt neu auf der Bingo-Karten. ja, der alte Aussteller. Aber Ja. ist ja gut, dass ich schaue. Ja. Weil irgendwann läuft es mal nicht und dann schaue ich jetzt Ja. einfach nicht. Wir sind heute in der Früh, haben wir uns um 8 Uhr schon getroffen und der Kid Rap hat mein komplettes Outfit für mich bestellt, weil er da ein bisschen mehr drin ist in dem Ganzen, als leidenschaftlicher Yellowstone-Schauer. Ja. Und ich habe es mir angezogen und habe mir gedacht, oh Gott, also ja, bevor ich es mir angezogen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist das jetzt wieder? Das wird so wahnsinnig lächerlich. Ja. Und dann ziehe ich es mir an und also es war ich eigentlich in alle meine vorherigen Leben ein Cowboy gewesen. Also echt irre. Also macht mich schon nochmal um einiges sexier. Ja. Das einzige Kostüm von uns, aber ich sehe es nicht als Kostüm, das ähnlich sexy war, waren unsere taktischen Outfits. Ja. Die waren schon sehr, sehr gut. Ja, die waren gut, ja. Ja. Sind wir losgezogen an einen Ort, den wir jetzt nicht nennen können, weil das noch ein kleiner Geheimtipp ist. Aber wunderschöne Gegend, Ja. würde ich mal sagen.
haben 10 Minuten Draht und dann haben wir eine Wirtschaft entdeckt. Das ist keine Wirtschaft, das ist eigentlich Almhütten. Und ich weiß, weil ich ja da bin, dass da eigentlich hin und wieder Getränke gibt, aber auch nicht immer. Wer war es heute, Kid Rap? Die Wirte waren da, haben schon auf uns gewartet, haben uns schon beobachtet, wie wir da mit Kabel hört und sehr große Gürtelschnallen rummarschiert sind. Ja. Ja, und dann haben wir gefragt, ob es hier ein Bier gibt und Wie das der Teufel so wollte. ja, Es war so hat's da ein Bier geil. gegeben. Ja. War so geil. Und wir haben natürlich, wir nehmen ja zum Reels dran, vor allem nicht, wenn man die Natur gerne immer Geld mit. Kid Rap hat fast immer Bargeld dabei, das ist ganz geil. Ja. Aber wir haben nur 15 Euro dabei gehabt und nachdem die ersten 3 halbe 9 Euro gekostet haben, wir zu dritt waren, Ja. haben wir halt ein riesen Dilemma gehabt, weil wir nochmal 3 halbe haben wollten. Und dann bin ich zu der Dame hingegangen und gesagt, Ma'am, eine Bitte. Ja. Wir haben leider nur noch 6 Euro für Getränke, wo wir eigentlich 9 Euro bräuchten. Wie handeln wir das? Ich kann einfach eine Woche hier auf ihrer Ranch arbeiten. Ja. War kein Problem für mich gewesen. Absolut nicht. Aber die hat dann so sympathisch und so unendlich sexy gefunden, dass ich gesagt habe, mein Gott, Kein Problem. kein Ihr Problem. werdet irgendwann mal wiederkommen, hat sie gesagt. Na doch, komme ich auf jeden Fall wieder. War Vor allem unter der geil. Woche echt schön. Ja. Ich weiß nicht, warum ist das so geil, um 11 Uhr Vormittag Bier zum Saufen. Vor allem nicht nur eine, sondern definitiv dann 2. Und warum ist es so die Hölle, danach noch irgendwas Produktives zu machen? Das nimmt jegliche... Ja. Ich glaube, dass das Problem ist bei unseren Reisen, wo man sich immer drauf schirmen, hey, Wir ja, waren ist so blöd, lange weil es wach. keine reine Arbeitsreise ist, Ja, so sondern du meinst, ja. ja, wie Thailand oder Ding. Das Problem ist wirklich einfach nur, man braucht einen, der wirklich rigoros ist und strikt und der am besten nichts aus und sagt, Ja. du, Alter, wir müssen jetzt dran. Ja. Weil wir hätten heute schon ein bisschen was auf der Uhr gehabt. Ja. Aber wir haben dann gedacht, das, was wir geschafft haben, ist schon okay. Ja. Jetzt lass uns Bier saufen. Ja. Aber wir haben danach noch ein Reel draht, 2 Reels Und die und sind jetzt ziemlich- den Podcast. Das ist eigentlich schon heftig. Das ist eigentlich heftig. Schon, also, Sehr heftig eigentlich. träumen ja manche Leute einfach von so Ja. einer Produktivität. Kennst du das, wenn ihr um 3 Uhr Nachmittag das Rechnen anfängt, ob es noch eine dritte halbe trinken darf, um dennoch fahrtauglich zu sein? Kennst du das Gefühl? Und dann stellt sie fest, da kannst du jetzt noch so sehr hin und her rechnen, du darfst sie nicht trinken, wenn du fahren willst. Das ist total. Sehr nervig, ja. Fahrst du dann auch direkt, oder? Ja. Ja, jetzt gar nichts, leider. Ist ein Weidenheimweg. Ja. Ja, was ist die Woche sonst noch passiert? Eigentlich, sage ich mal, der Song ist jetzt fertig, den haben wir noch aufgenommen. Jetzt die ersten Reels draht. Wir haben neue Outfits. Schon und dann morgen Bierzeit, das steht noch an. Werden wir euch dann davon berichten. Der junge Mann, der ein Schuh des Manitou gemischt hat, der Tom, ist heute schon Freibierausschank. Kommt der morgen? Nein. Doch nicht. Also, hast- er schaut noch, hat er gesagt. Ja, gut. Aber er ist bei seinen Eltern beim Essen eingeladen und dann müssen wir schauen. Ja. Aber wenn da Freibierausschank halt ist und er gar nicht so gern Bier trinkt, Ja, ist es ja umsonst. macht er. Bier bei uns ist auch umsonst. Ja, das stimmt. Ja. Also da getrunken. Ja. Also von dem her. Gibt es einen Wein im Bierzeit? Ja, Ach schon? gibt dann Wein, Aperol, Weißbier. Aber erst in der Weißbier. Bar oder immer? Nein, das ist Weindradl, die den ganzen Tag auf. Was kostet- dann Kur heißt. Das kostet auch Quartel. Keine Ahnung. Trink keinen Wein. Ja, nicht. Das Thema der Woche, Kid Rap. Ja. Wir sagen das immer, aber wir waren halt schon so fleißig, da müssen wir den Podcast jetzt wieder ein kleines bisschen, gell? Ja. Kurz halten. Reden wir wieder 3/4 Ja, Stunde. halt 2. Helden der Kindheit. Der erste, der mir sofort einfällt, ich glaube, wir haben den gleichen im Kopf. Meister Eder. Oder? Ah, Bud Spencer. Bud Spencer, ja. Aber Meister Eder, ja. Warst du mehr Bud Spencer oder mehr Terence Hill? Bud Spencer. Ja. Terence Hill war cool. Ja. Eigentlich war der Terence Hill, der meistens die cooleren Rollen gehabt, aber war für mich trotzdem irgendwie der Trottel. Ja, irgendwie schon. Ja. Außerdem haben wir seine blauen Augen gehabt. Der hat Kontaktlinsen dran. Und es hat einmal geheißen, ja, der Bud Spencer ist gar nicht so mächtig, wie alle immer sagen. Und dann war er mal in so einer TV-Show, wie man das damals genannt hat. Ja. Und hat einfach so einen Mensch genommen und hat auch so aufgekommen. Also der hat schon richtig Gewalt gehabt Ja. für einen Italiener. Kannst gar nichts Nein. sagen. Gell? Nein, habe ich sehr, sehr cool gefunden, auf jeden Fall. Michel Bayon. Michel Vaillant war ein großer. Ja, also darf man da also Zeichentricks ansagen oder müssen die Helden? Nein, darf man schon. Ja, Aber ja, Meister Eder hast du schon genannt. Ja, Zeichentrick Michel Vaillant. nein, das war ein Witz. Ja, Son Goku habe ich schon extrem Ja. gefeiert.
Der war also ein perfektes Mittelding, weil er sehr mächtig war, aber doch so vernünftig. Ja. Hin und wieder hat er aber auch aufbrausen sein können, und er war einfach übermächtig. Ja. Vegeta? Ja, wäre cool gefunden. War mir Zeit lang sogar lieber. Ich wollte gerade sagen, ich hab gedacht, du bist mehr der Vegeta-Typ. Ja, der Vegeta ist halt ein bisschen mehr ein Anti-Held, ein bisschen edgy. Ja. Und er war halt definierter teilweise. Ja, So unnatürlich definierter. geile Frisur gehabt. Ja, und sonst halt der Raditz. Ja, Aber wurscht. Muten Roshi, das war der geilste. Der war eigentlich. geil, der ist auch immer noch, also der ist einfach der größte Pervert überhaupt. Und recht hat er, ganz Voll. ehrlich. Wofür führst du sonst so eine Kampfsportschule? Ja. Wenn du halt die Leute auf den Arsch schauen willst. Ja. Gut, Sport war in der Jugend, glaube ich, ein bisschen Wrestling und bin ich schon gefeiert, aber Iker Casillas und ein David Beckham tatsächlich. Ja, er war cool, als Typ, kannst du nichts sagen. Ja, ich war ein großer Sepp Meier-Fan, war zwar vor meiner Zeit, aber ich als Torwart habe einen Sepp Meier ziemlich Na, geil gefunden. Mehmet Scholl habe ich ja, mengen. klar, Carsten Janker, Elber. Ja, Elber leckt mich am Arsch, klar. Der war noch Fußball. Das war noch richtig, Nicht so weich, ja. Ja. Und den Schön. glatzköpfigen Schiri, den habe ich auch mengen. Weil der so besser ausgeschaut hat. Und ja, steht ja noch eine Ziege gekracht. Ja, jetzt kommt wieder der Stefan und schreibt mir dann wieder DM. Ja, der glattköpfige Schiri, von dem du im Podcast geredet hast, ist übrigens der Ding. Der hat in so und so viele Spiele mit pfiffen. Der hat insgesamt 14.000 rote Karten gegeben und ist 2,14 Meter groß. Und dann kriege ich jedes scheiß Detail vom Stefano. Oder Stefano, sei doch ehrlich. Ja, Entschuldigung. Steht das in unserem Podcast? Das ist gerade uns schauen. Toller Typ. Ja. Ja, My Dad. bei mir war es auch dein Dad. Ja. Muss ich sagen, weil der Kid Rap ist der Überzeugung und ich stimme ihm dazu, dass der Zauberer ist, oder? Na, Superheld. Super. Dann Mr. Invisible. 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 Ja, stimmt, ja. Ja. Das ist bei, Das war ein Wortspiel von ihm. Weiß Der ich. hat das U gemacht. ja, unwishable, weil du nicht wünschen kannst. Ja. Weil Michael sein Dad war einfach nie da. Ja, ist unsichtbar. Und also er war da, Aber er er hat schaut, er schaut immer zu und sagt, gut gemacht, mein Sohn. Ja, du bist wieder ein Dad. Ja. Ja. Ich muss echt überlegen, ob es noch so ein paar richtige, und zu wem habe ich so richtig, ich habe halt allgemein Seiten zu Leuten aufgeschaut, Ja. muss ich sagen. Gerhard Schröder. Ja, leck mich, Das der war noch Stoiber, einer, auch. ja, Er war Stoiber. klar. Stoiber war ein Spitzentyp, aber gegen Gerhard Schröder hat er halt nichts ausrichten können, deswegen hat er die Wahl verloren. Ja. Was glaubst du, wie geil ist jetzt für die Leute, die nur den Audio-Podcast hören und die ganze Zeit unsere Zahnstocher, Ja. Schmatzgeräusche hören Das müssen? ist schön. Ja. ASMR. Aber lang schmeckt ganz nicht, es schmeckt sehr unnatürlich, das muss ich jetzt schon mal sagen. Also ich glaube, dass das höchstgradig krebserregend ist. Kann sein. Aber das mal. Was haben wir ja sonst noch drauf? Wer hat euch beeinflusst? Von wem haltet ihr gar nichts? Wer war uncool? Also einige gegeben. Also, Also ich glaube, wirklich beeinflusst haben mich dann erst Musiker, also der Eminem und der Savage. Die haben so meine Lust aufs Rappen empfacht. Klar, Beckham auch, weil da habe ich dann immer Freistöße geübt, weil ich das so cool gefunden habe, Die waren dass auch der nicht das schlecht. so kontrollieren hat können. Aber sonst, also der einzige Mensch, aber da war ich schon älter, der mich in irgendeiner Form beeinflusst hat, war Conor McGregor damals. Einfach, dass ich Kampfsport dann cool gefunden habe. Insofern hat er mich beeinflusst. Aber sonst, ja, gut, Eminem habe ich geil gefunden, ja. Aber sonst echt schwierig. ja. Ja gut, ja, Last Samurai hat uns beeinflusst. Ja, stimmt, da haben wir uns Samurai-Schwerter gekauft. Das war geil und da haben wir so aufeinander eingehackt, das war nicht mehr herrlich. War das Last Samurai, das war der Buster Cruise. Ja, okay. Ja, aber da kannst du ausblenden, dass das der Tom Cruise ist, weil Last Samurai einfach ein guter Film. Ja. Blutige Pfad Gottes, hat dich der beeinflusst, der Hauptdarsteller? Nein, das war's auch wirklich, ja. Muss ich ganz ehrlich sein. Wen habe ich gehasst? Das hat schon ein paar gegeben, die ich gar nicht mehr habe. Was habe ich denn ums Verrecken nicht geschaut? Ja gut, die ganze. Ich finde, dass Barbara Salisch eine ganz falsche Kurve. Ja, Die hat wirklich da meiner Meinung nach einen ganz komischen Blick auf Gerechtigkeit anders gehabt. wie Calvas. Ja, dann die Angelika Calvas. Nein, Angelika Calvas. aber Sascha. zwei bei Calvas. Ja, Sascha hat oft einspringen müssen, der arme Kerl. Stimmt, Sascha. Die habe ich so, also meine Mutter hat immer geschaut, zwei bei Calvas. Und die hat das auch komplett ernst genommen. Und ich finde diese ruhige pädagogische Art von der Calvas, die hat mich so sauer gemacht. Ja.
Ich war als Kind gerne mal beim Psychologen gewesen oder als Jugendlicher, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich war einfach nur fad geworden. Ja. Schon, ja. Ist ja nicht mein Ding. Alter, was ist das für ein Podcast, Sabrina? Ja, mir fallen gerade keine mehr, also gar nicht mehr recht viel mehr Helden ein, muss ich sagen. Na, der Trump. Trump, Kid Rap ist einer meiner Helden. Er macht Musik. Und möchte der auch, mal hier. Ja, Wer? da halt auch. Ja, ja, klar, freilich. Mein Dad. Der ist auch ein Teil übrigens der Avengers. Ja. Wissen die wenigsten. Ja. Es ist nur halt an die Filme nicht zum Singen, weil Mr. Invisible ist. Invisible, Entschuldigung. Habe ich gesagt? Jetzt pass auf, Los Brutales Favorite. Hörspiele. Hörspiele? Ja, What the fuck? Also was? Ja, Sowas ich wie, check nicht, also ich kann ja, Also- ja, ich weiß es nicht. also was wie Bibi Blocksberg und Ja, ich hab Pumuckl gehört. ja, Pumuckl, Bibi Blocksberg, den Elefanten, Benjamin Blümchen, Benjamin Blümchen habe ich 3 gehört. Fragezeichen. 5 Freunde habe ich auch noch gehört. Ja, Da gibt es noch ein drittes, gell? So 3 Fragezeichen, 5 Freunde und noch was Schlimmes geben. TKKG. TKKG, genau. Die Profis sind spät. Ja, das habe ich noch gehört. Ja. Und sonst Längeres, halt, das einzige längere Hörspiel, das ich jemals gehört habe, damals Ja. war halt Ding, Harry Potter. ja, also habe ich auch nicht gehört. Ja, ich schon, weil. Habe ich gelesen. Nein, gell. Nein. Den ersten Teil habe ich gehabt, habe 20 Seiten gelesen, da ist der Film rausgekommen, dann habe ich einfach den Film angeschaut. Ja. Ja, völlig ausreichend. Ja, Falle. Herr der Ringe habe ich mal versucht. Also ich lese wirklich gerne, aber Herr der Ringe oder Hobbit habe ich nicht geschafft, das war uns anstrengend. Ich war vom Lesen assumiert. Ja, also zum Einschlafen ist das unendlich Schon, geil. ja. Die haben ab und zu im Urlaub nicht mehr, denke ich mal, jetzt nimmst du ein Buch mit und dann nach 20 Seiten denke ich mir so, boah, Aber es ist halt geil, weil jetzt ein bisschen Augen ich fliegen. bin halt dann wirklich einfach weg. Ja. Also damals meine Hardcore, ich mache gar nichts Urlaube. Die habe ich auch wahnsinnig geliebt, weil viele Leute sagen, ja, sie kannten nicht am Stand liegen, das kann ich schon. Ja. Ich lese, dann penne ich. Dann wache ich auf, denke, ja, jetzt habe ich ja gerade 1 Stunde geschlafen. Dann kannst du sicher jetzt lesen und wärst mit mir, dann gehe ich kurz ins Wasser, dann lese ich, 20 Minuten, fade ich wieder weg. Ja, und dann So stehe ich ab geil. ans Buffet. Also eigentlich habe ich keinen Hunger, so einen Teller. Ja, und so von allem viel zu viel, Ja. den lasse ich stehen und hole mir das gleiche noch. Und noch mehr. Ja. Und dann ist ja immer das eklige Eis, das es irgendwo gibt. Das hat Ja. schon so, das keinerlei Struktur Ja, hat. das auch immer beim All-You-Can-Eat-Asiaten gibt. Die schmecken alle nach dem gleichen. Ja. Das Coole ist, wenn du halt eine Schokosauce drüber machst, Ja. dann kannst du es fressen und doch immer eins, auch wenn ich gar keinen Bock drauf habe. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingshörspiele sind. Aber mindestens 10. Ja. Oh, es gibt noch was Geiles, der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Michi oder so, hat uns netterweise ein Gaudi-Fußballturnier empfohlen, der Gorsmaß Soccerboy oder sowas. Da werden wir Kontakt aufnehmen. In Siegenburg ist das, da haben wir schon gespielt in der Nähe, glaube ich. Gegen Güstrow, Gegen hat er Güstrow, gesagt, ja. Da schauen wir mal hin, würde ich sagen. Müssen wir jetzt schauen, wen darfst du mit reinnehmen ins Team? Also wir zwei. Ja, wir zwei. Der Harry hat schon gesagt, er mag nicht. Okay. Dann ein Crazy K. Ja. Mein aus der Gang, müssen wir mal schauen, wer der Fußball der Der Philipp. Andi. Der Andi, der Philipp. Philipp ist bestimmt auch nicht schlecht. Ja gut, ich überlege mal, der Müller-Dreh, Thomas Müller-Dreh, da haben wir eigentlich alle ein bisschen was kennen. Ja. Der Huber der spielt noch aktiv. Oh ja, der T ist ganz okay. Ja. Wir brauchen halt ein paar, die wohl laufen können. Ja genau, also wirklich über ein Tor, wenn es auf Klarfeld ist, Ja. da kann ich mich komplett entspannen. Ja, immer Verteidigung. Ja klar. Nein, du wärst trotzdem mit 4 gehen. Muss ich. Ja, auf alle. Ja, ich sehe die halt mehr so als Spezialwaffe, die halt eingewechselt wird, wenn man 4 läuft, schießt und dann Ja. Hubervoll ist geil, ja. Stefano, Ja, stimmt. Ah, der hat ja keine Bandel mehr. der spielt trotzdem. Spielt der Fußball. Der hat schon mitgespielt. Der hat Eishockey gespielt immer. Aber, Ja, der macht da alles. ja. Mein Sohn, und dann spielt er. Gaudi Stefano, lass dich nicht verarschen. Ja, ist sehr weich. Und die ganzen Dachauer sind auch relativ aktiv. Ja, kriegen wir schon, wie viel brauchen wir? 6. Also, ich glaube, 7 Leute. Okay, ja, ist ja kein Problem. Und dann halt noch Auswechselspieler. Ja, oder? Jetzt haben wir halt gesagt, er möchte. Ja. Ja. Sabrina auch, glaube ich, dann gesagt, auf keinen Fall. Ja, keine Also, Ahnung. es ist was soll denn die Scheiße? Ja. Kann mich hinfahren. Ja. Nein, dann nehmen wir uns ein Hotel. Ja. Aber da müssen wir uns jetzt mal rechtzeitig umhalten und dafür natürlich da vorne ein bisschen Trainieren. trainieren. Auch wichtig, ich glaube am 18.09.10., ich glaube am 18.10. Googelt selber nochmal, ist in Schönraum das Bierpong-Turnier. Ja. Da werden wir teilnehmen. Ja. Da müssen wir auch noch üben.
Ich nicht. Jetzt ist er drauf. Treffer, ja. Ja. Ich habe jetzt einmal geschaut, das Riesenbierpong, das ich gekauft habe, 150 Euro kostet. Ist uns trotzdem wert, jetzt haben wir es schon. Ist jetzt lang da wahrscheinlich. Nein, das war schon noch gar nicht. Okay. 5 Fragen. Ja. Was ist das was ist von deinen Was ist von den Kleidungsstücken, die du besitzt, dein Lieblingsstück? Was am öftersten Ohr oder was ich am Nein, meisten was am wertschätze? letzten. Also meine Karten, das ist das eine. Die Lederhosen? Meine Lederhosen, ja. Das sind so die Sachen. Das ist halt geil, weil das funktioniert immer, Ja. Lederhosen. Ja, ich mag meinen Schafjack an sich noch ganz gern. Ja. Ich habe auch mal eine Lederjacken von Levis gehabt, aber die war aus Kunstleder, da habe ich die Form echt sehr gern mengen. Die ist leider verschimmert im Keller. Aber da werde ich mir jetzt auch noch mal eine holen. Mein Cowboy-Hut mag ich gern. Ja. Was sagt ihr viel zu oft? Welcher Witz oder was für eine Phrase? Was für eine So was Phrase. wie zum Beispiel, es wird jetzt, angenommen, es kommt jemand, der Bier bringt. Ja, so, oh nein, Oh, was? du spinnst ja. Wer soll denn das trinken? Ja. Ich glaube, das fällt mit am Ja, öftesten. und auch nicht nur bei Bier, sondern auch bei Egal, Essen, ja. bei allem eigentlich, ja. Ja. Immer sagen eigentlich alles die ganze Zeit. Ich wiederhole noch ständig, ja. Ja. Das ist eher, was sagen wir nicht immer. Nein, ich möchte nicht noch ein Bier. Ja, stimmt, das kommt selten vor. Ich glaube, das darf ich nicht sagen vom Arzt aus. Ich sehe noch, das kann ich nicht einmal auf dem Tisch liegen. Da ist so. Ja, da darf ich noch nicht. Ja. Ja, halt ein bisschen energieloser Podcast, gell? muss man Es ehrlich macht sagen, nichts. Wie gesagt, wir haben jetzt ein paar halbe gesoffen und jetzt sind wir halt mit. Ja. Braucht man nicht lang. Ja. Aber nächste Woche, da kommt da wieder der soziale Brennstoff. Ja. Aber es sind ja beschissene Fragen halt. Was war euer letzter Ohrwurm? Habe ich halt einen Ohrwurm gehabt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich habe tatsächlich einen Ohrwurm von dem neuesten Lied von der Anja gehabt. Sehr Okay. Lass uns noch mal kurz Zeit verlieren. Ich weiß nicht, warum die Melodie hat mir einfach nicht einen Scheißdreck Ich habe oft, weil ich so viel Rap her eigentlich, habe ich oft Rap-Zeilen einfach immer wieder im Kopf. Das ist sau nervig, weil es sind immer nur die 2 Reime. Das ist echt belastend. Ich brauche Hilfe. Ja, Ja. ja, aber das war mein letzter Ohrwurm. Okay. Danke der Nachfrage. Nein. Ja. Welche Doku habt ihr zuletzt angeschaut? Das war eine ZDF-Doku über Wettessen. Nein, es hat USA extrem geheißen. Da ging es um die ganzen extremen Sachen, was es in der USA gibt, Waffen, ja, wieder Matt fahren, Wettessen und so eine Sachen. Der haben wir am Mittag so gestellt, letztes Mal Montag. Und war gut? Ja, aber Du hast interessant, gesagt, das ist sau sau widerlich, widerlich, Alter. Weil also, Waren wieder so ein paar Dürre-Wichser dabei, die ja, alles gewonnen klar, haben, die, oder? da war noch dabei ein Ehepaar, das wo beim Maiswettessen mitgemacht hat. Und das war so eklig, Ja, Und die haben das quasi den Kolben so genommen, dann haben die das so abgenagt, haben es drunter eine Schüssel gehabt und die ist dann auch noch gewungen worden und da haben sie sich dann das Zeug da noch eingeschoben, das war so widerlich. Und also ich finde, so einen Maiskolben kann man schon essen, das ist jetzt nichts, wo ich 100 davon fressen kann. Nein, definitiv. Ich glaube, der hat über 40 gefressen. 40 Maiskolben. Ja. Oder waren es seine Hotdogs 40? Ja, er hat auf jeden Fall gegen seine Frau verloren. Vor allem die. Was? Ja, Krass. sie hat gewonnen, sie war die Maiskönigin. Finde ich gut, dass da nicht unterschieden wird zwischen Mann und Frau. Nein. Hätte ich jetzt aber nie gedacht. Ja, Ja. der Roman aus dem Bekanntenkreis, der kann auch scheinbar so unfassbar viel essen in kurzer Zeit. Ja. Und er hat gesagt, er verdaut es dann einmal. Wenn er so viel frisst, dann kommt es so raus, was er gegessen hat. Was ich als anstrengend Vor empfinde, allem aber bei klar. Mais verdaust ja, Ja. fast gar nicht. Man hat lauter so kleine Kacketäschchen. Ja, ich finde das sau widerlich. Bin ich ehrlich. Ich habe die letzte Doku, die ich gesehen habe, ich habe heute angefangen, der Doku über einen goldenen Handschuh, wo wir letztens schon anfangen wollten, einer der asozialsten Kneipen auf St. Pauli, in St. Pauli. Vielversprechend. Ja. Also 10 Minuten nur gesehen, aber müssen wir weiterführen. Ja. Das ist geil. Wenn du mit einem fiktiven Charakter Bier saufen könntest, wer war das? Ihr dürft nicht beide Meister Eder sagen. Beim Son Goku. Ja. Bei wem macht's? Ich glaube, dass der Monkey D. Ruffy entspannt ist. Ja, ja. Wem da die gern Bier saufen? Ja, gut, fiktiv waren ja Film, andere Filme sagen, gell? Ja. Was ist eine Filmrolle, die ich cool finde, wo ich mir denke, mit dem da die gerne nicht saufen? Also, Ich glaube, da dann tatsächlich an Dean von
Ding nicht mehr. Ja. Supernatural. Supernatural. Ja, ich darf gern mit dem Tor saufen. Ja, also mit dem fetten Tor. Ja, mit dem Rocket. Das war natürlich. Ja, Rocket ist ein richtiger. Ja, wie heißt der Haupt... Also der... Groot. Nein, der Typ, der dabei ist. Skylord. Skylord, ja. Glaube ich, der hat auch Spaß. Ja. Deadpool. Ja. Gab es schon ein paar. Also alle aus diesem Universum, glaube ich, sind ein paar nette dabei. Auf jeden Fall nicht mit einer Frau. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, wobei mit Fat Amy. Ja. Der würde ich vielleicht saufen. Ja. Hast du einen Fan der Woche? Ja, der Typ, der uns... Oh, da hättest du einen gehabt. Einen gehabt, der genau. fällt gerade... Fuck. Der hat mir Tipps zum Audi gegeben. Der heißt Chris. Der Chris E35. Ja, sowas in der Art, ja. Genau, du bist der Fan der Woche. Mehr sicher dein Tipp. Weiter so. so. Ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, was Preisgestaltung angeht. Okay. Ja. Erwin kaufen, oder? Nein, aber hört sich lieber mit TÜV. Okay, verstehe. Also vielleicht jetzt doch, weil ich weiß nicht, ich habe gesagt, wenn er für den Preis haben will, dann habe ich ihn weg. Muss er Bescheid sagen, aber mal schauen. Okay. Secret-Tipp kann ich jetzt nicht geben, weil er wirklich Secret bleiben muss. Weil sonst überlaufen es den Scheiß. Ja, klar, die Leute in dem Podcast. Also ein größer Bierzeit, klar, haben wir glaube ich schon mal gehabt. Egal. Aber das ist Wochenende, schaut vorbei, das macht Spaß. Das ist auch noch, wenn ihr den Podcast hört, noch die ganze Woche. Da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Was steht die Woche an? Wir gehen ins Bierzeit morgen, oder eigentlich dann gestern. Wir werden dann die Woche drauf nochmal im Bierzeit sein. Ja. Wir haben einige Drehs. Jetzt haben wir mit der Filmproduktion. Haben wir gut aus am Montag, also morgen für euch. Werden noch ein bisschen für den Judas Manitou draht. Ja. Und es ist richtig, also ja, passiert gerade viel, muss man dazu sagen. Unsere Autos müssen wir jetzt dann weiterhauen. Ja. Und der Kid Rap und ich, wir zählen jetzt richtig erfolgreich Kalorien, aber das zirkt dann auch komplett runter, meiner Meinung nach. Weil wir haben uns jetzt, der Kid Rap hat sich fürs Bierzeit mal 5000 Kalorien schon mal voreingetragen. Ich habe mit 3,5 angefangen, hat mir der Kid Rap aber auf den Boden der Tatsachen zurückgehört. Jetzt bin ich auf 4 hochgegangen und muss halt dann schauen, ich muss halt mit Bier saufen aufhören und halt dann Schnaps pur saufen, wenn ich noch nicht genug haben soll. Wird auch nicht gelangt, ja. Ich habe gesagt, 5 Massen sind eigentlich mehr als ausreichend immer. Vor allem, wenn man halt im Büro noch, also jetzt gehen wir mal von 6 Massen aus, 12 halbe. Also das ist von spät Nachmittag, sage ich mal, bis um 1 schon so, dass ich sage, ja, die merke ich. Vor allem so ein Festbier. Ja. Das wird ja auch fast 6. Dann gehe ich raus zum Bissl, dann nehme ich noch so ein kleines Weißbier. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann gehe ich in die Bar und nehme mir noch so einen kleinen Havana Cola. Ja, stimmt. Dann gehen wir hierher zurück vielleicht. Mit Sicherheit sogar, oder fahren auf die Maisfeld-Party mit Tom. Das war das Allerschlimmste. Ja. Halt mich da auf jeden Fall davor ab. Ja. Maisfeld. Maisfeld-Party! Ja. Das ist nochmal vorgeschlafen, falls euch interessiert. Mich interessiert. Meine Freunde nehmen mir das Wasser austragen, weil es so ätzend ist. Nächste Woche, 14.08. kommt das Kanu des Manitou raus. Ja. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen, wahrscheinlich dann am 15. Ja. Weil am 14. sind wir am Bierzeit. Das Tag der Betriebe, ja. Ja, da kannst du nichts machen. Ansonsten, Montag ist auch noch ein wichtiger Tag, weil da planen wir unsere Bavarian Pie Tour nochmal genauer durch. Ja. Durchlaufkühler läuft schon mal jetzt dann bald. Da haben wir jetzt alles in die Wege geleitet. Ja. Danke an Getränke Oswald, dass er uns Kohlensäureflaschen gegeben hat. Ja, geiler Typ. Ja, ist so. Ja. Kannst nichts sagen. Und Auch ansonsten, wenn Harry und mich nicht auseinanderhalten kann. Aber ja, mein Gott, das kann niemand, kann ich auch nicht. nein. Du bist es, Harry. Ja, dann, jetzt müssen wir noch eine halbe Minute rumkriegen, dass wir zumindest über eine halbe Stunde sind. Echt so knapp was? Ja, aber Fuck, gut, es gibt einfach heute nicht viel zu erzählen. Nein. Was soll ich denn sagen? Wir haben uns kaum gesehen die Woche. Ja, ich finde, das Thema der Woche gibt da ein wenig Gesprächsstoff her. Ja, das war nicht stark, Sabrina. Da muss man sich allgemein und auch die Hörbücher, also Hörspiele, das ist ja überhaupt... Juckern. Also ich hab keinen, ich hab die ganze Zeit verstanden, ich hab keinen. Ja, das ist auch... Gut. Ja, aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Sorry, dass es noch eine halbe Stunde ist, aber es gibt gute, es gibt schlechte Tage. Es gibt auch Wochen, wo gar keiner rauskommt. Ja. Selten, aber ist halt so. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry.